Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer neuen FC Bayern Reaction. Ja Leute, wir gehen rein zur Pressekonferenz nach dem Bundesliga-Spiel oder nach dem Spiel gegen Union Berlin. Ja, Abfahrt. Ja, guten Abend, herzlich willkommen. Der FC Bayern gewinnt sein Heimspiel 1:0 gegen Union Berlin. Ich darf die beiden Trainer, Nenad Bjelica und Thomas Tuchel, zur abschließenden Pressekonferenz und den Fragen begrüßen, genauso wie Sie natürlich. Und zunächst, wie gewohnt, die jeweilige Einschätzung der Trainer. Ja, ich bin ja mal gespannt. Der wird ja bestimmt gleich mal die Frage gestellt kriegen zu seiner... Ja, war jetzt keine richtige Schelle, aber wenn ich einen so ins Gesicht packe und wegstoße, Alter, das ist halt... Als Trainer weiß ich nicht. Bin auch ein emotionaler Typ und so, aber ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass der Leroy da irgendwie groß provoziert hat. Ja, er hat den Ball halt festgehalten, Alter, und weiß ich nicht, super unsympathisch. Ich weiß nicht, ob bei mir vielleicht hier nach der PK ein bisschen sympathischer ist, also bisher super unsympathisch, dieser Mensch, Alter. Ja, bitteschön. Also zuerst Bayern München zu verdienten Sieg gratulieren. Ja, da steht außer Frage, Alter, ihr habt ja Arbeitsverweigerung betrieben. Ich glaube, dass wir defensiv heute sehr gut organisiert und sehr diszipliniert gearbeitet haben, haben auf unsere Chance gewartet. Leider die Auf was für eine Chance, Alter. Wir haben genug angeboten eigentlich defensiv. Diese Chance ist nicht gekommen, um einen Punkt aus München mitzunehmen. Aber kann ich zufrieden sein mit der Leistung, was wir in die Defensive gebracht haben. Natürlich in die Offensive hat uns Klarheit gefehlt. Keine Ahnung, ich bin ja nicht drin im Union-Thema, aber wenn ich als Trainer nach so einem Spiel sage, Alter, ich kann zufrieden sein mit dieser Leistung, dann weiß ich auch nicht, Alter, ob das so das richtige Zeichen im Abstiegskampf ist. Also, I don't know. Und auch ein Grund, dass wir nicht mehr oder nicht viel entwickeln könnten, ist, weil Bayern sehr gut umgeschaltet hat beim Ballverlust. Haben sie sehr gut verteidigt und hat uns nicht wirklich viel ermöglicht. Aber positiv ist, dass wir auch hier vor 75.000 Leute gut mitgehalten haben. 78 bitte. Versucht haben, also aktive Ergebnisse zu haben bis zum Schluss. Das ist uns gelungen. Leider ist uns, was uns nicht gelungen ist, ist ein Tor, die wir uns gewünscht haben. Aber wie gesagt, verdienter Sieg von Bayern. Gratuliere Bayern und ja, wir bereiten uns für nächstes Spiel vor. Dankeschön. Dann Thomas, deine Einschätzung bitte. Ja, danke schön. Ich denke auch, dass wir verdient gewonnen haben, auch wenn es natürlich ein sehr knappes Ergebnis ist. Und ja, dass es verdient war, brauchen wir nicht drüber reden, Alter. Also wir haben die Statistiken gesehen, wie jeder das Spiel gesehen hat. Wie gesagt, Union hat offensiv nicht stattgefunden, Alter. Die haben einfach keine Eier gehabt heute. Dadurch auch immer knapp blieb, weil wir verpasst haben, das zweite Tor nachzulegen. Eine knappe Abseitsentscheidung gehabt und dann ein paar Chancen liegen lassen. Es war lange Zeit sehr schwer. Es war das ganze Spiel eigentlich sehr schwer. Der Gegner hat sehr tief verteidigt, sehr diszipliniert verteidigt und mit vielen Spielern im und am eigenen Strafraum. Dadurch hatten wir Schussmöglichkeiten, wir hatten viele Flanken und waren nicht präzise genug, um da früher ein Tor zu machen oder darüber noch gefährlicher zu werden. Wir hatten 1, 2 sehr gefährliche Standardsituationen, Ecken direkt am Anfang, wo wir hätten in Führung gehen können. So, deshalb insgesamt waren wir sehr seriös gespielt, sehr seriöse Leistung. Wir waren sehr aufmerksam, uns gegenseitig sehr aufmerksam in der Konterabsicherung, deutlich aufmerksamer, deutlich griffiger als in den letzten beiden Spielen. Hatten am Schluss ein bisschen Glück in der Torchance für Union. Heute das Glück des Tüchtigen dann auch ein bisschen, aber klar, das kann passieren bei einem 1:0. Am Ende wurde der Rhythmus ein bisschen langsamer und wir konnten die Schlagzeilen nicht so hochhalten wie in den ersten 20 Minuten der zweiten Hälfte. Aber insgesamt ist die Leistung, denke ich, okay und eine Reaktion war nötig. Reaktion haben wir gezeigt. Wir haben das Ergebnis, das wir wollten und in 2 Tagen. Reaktion haben wir gezeigt. Fühle ich schon mal nicht. Punkt. Ja, jeweils 15 Minuten pro Halbzeit haben wir eine Reaktion gezeigt. Ansonsten
war das für mich keine Reaktion. Das Ergebnis, was wir wollten, beziehe ich jetzt mal auf die 3 Punkte. Dann stimme ich ihm natürlich zu. Ich glaube nicht, dass man ein 1:0 wollte. Ja. Tagen geht's weiter nach Augsburg. Vielen Dank. Dann zu den Fragen bitte. Es geht los rechts oben. Heiko Niederer für die Bild-Zeitung. Ich hätte ausnahmsweise erstmal eine kurze Frage an. Nein! Ausnahmsweise mal nicht an Herrn Tuchel. Sehr wahrscheinlich kommt jetzt die Frage der Fragen. Wie haben Sie denn Ihre rote Karte? Den Union-Trainer, Herr Bjelica, können Sie noch mal schildern, wie es zu dieser Situation kam da draußen mit Leroy Sané und was danach passiert ist? Und die Frage auch an Herrn Tuchel, wie Sie diese Szene gesehen haben. Also ich bin in Coaching-Zone. Meine Coaching-Zone kommt ein Ball zu mir. Ich will den Ball holen und einfach zum Sané geben. Der hat mich geschubst. Der wollte schnell spielen, hat mich geschubst. Und dann habe ich reagiert, so wie ich nicht reagieren sollte, mit meinem Hand auf seinem Gesicht. Und das geht nicht in Ordnung. Und dann geht auch die rote Karte. Weil hast du das zweimal getan, du kleiner Punkt. Absolut in Ordnung. Habe mich in meiner Coaching-Zone provoziert gefühlt und einfach reagiert, wie ich nicht reagieren sollte. Also ich glaube, macht ihn jetzt nicht sympathischer, sage ich euch ganz ehrlich. Weil von wegen, Lieber hat ihn geschubst, Alter, was ist das denn für eine lächerliche Aussage? Das steht mir gar nicht zu, darüber jetzt zu urteilen. Ich habe es währenddessen gar nicht mitbekommen. Ich habe es jetzt in den Bildern gesehen. Und ist auch besser, wenn man dazu die Fresse hält als gegnerischer Trainer. Also was hast du denn an der Lippe eigentlich? Alles gesagt. Junge, was ist denn los? Dann auf der linken Seite Christian Kunz für die dpa. Ich hätte auch eine Frage an beide Trainer. Es gibt 2 verletzte Spieler, Kevin Volland und Dayot Upamecano. Können Sie beide ein Update geben, wie es den beiden geht? Ja, Kevin ist in die Kabine. Also die Ärzte arbeiten mit ihm und werden wir sehen, morgen, wenn wir Untersuchungen gemacht haben, dann werden wir mehr wissen. Jetzt kann ich Ihnen nicht mehr sagen. Wir haben eine Faserverletzung leider bei Upa, der war schon in der Untersuchung, gibt es schon eine Diagnose. Wir haben eine Faserverletzung, Oberschenkelrückseite bei Upa. Das ist natürlich extrem bitter für Upa persönlich, aber für... Hat er ja auch selber angezeigt. So, warum lässt man ihn dann nochmal 6 Minuten weiterspielen, Alter? Für uns auch, das ist in der derzeitigen Form fast unersetzbar, hätte ich beinahe gesagt. Aber werden wir natürlich ersetzen. Aber er war in absoluter Topform jetzt seit langen, vielen Wochen. Auch mit seinem Ehrgeiz, seinem Siegeswille, seiner Körperlichkeit. Herausragend gut zuletzt und auf einem sehr, sehr guten Weg. Deshalb tut uns das allen sehr weh. Und wir müssen morgen abwarten, was mit Conny Leimer ist, der leider verletzt raus musste. Und Josh wird über die Nacht, werden wir sehen, was die Schuld... Jo, habe ich ja ganz vergessen. Der gute Josh ist ja auf seine Schulter gefallen. Eieiei. Nicht, dass er jetzt einen Serge macht und erst mal ein halbes Jahr nie da ist. Macht. Conny macht mir da ein bisschen mehr Sorgen als Josh jetzt gerade, aber müssen wir bis morgen abwarten. Auf der rechten Seite bitte. Herr Tuchel, Sie hatten ja vor dem Spiel gesagt, dass es leichte Veränderungen im Spielaufbau geben sollte. Wie fanden Sie die Umsetzung? Und wenn ich noch fragen darf, was hat es damit zu tun, dass auch die Innenverteidiger, glaube ich, die Position getauscht hatten am Anfang? Ja, weil Rafa hat links gespielt und dann ganz einfach, also unter anderem wollte ich, dass Upa mit seiner Geschwindigkeit auch Rafa unterstützen kann und beide sprechen Französisch, da ist die Kommunikation ein bisschen leichter. Und ich habe gerade das Gefühl, dass Upa mehr Selbstvertrauen hat, auf beiden Positionen zu spielen und es Mata ein bisschen leichter fällt, wenn wir ihn rechts rüber spielen. Er hat lange nicht gespielt, er sucht so ein bisschen. Also wenn ich mich richtig erinnere, verbessert mich gerne, Leute. Haben wir die komplette Rückrunde gespielt mit Upa rechter Innenverteidiger und Mata linker Innenverteidiger. Bisschen seinen Rhythmus. Deshalb haben wir ihm die rechte Position gegeben und der Upa, wie gesagt, der war komplett im Selbstvertrauen und mit der Sprache mit Rafa haben wir gedacht, dass das vielleicht besser passt. War jetzt heute nicht schlecht oder sonst was, das will ich damit gar nicht sagen, aber dieses Argument irgendwie, was ja auch dann vorm Spiel war, ja, fühlt sich wohler als rechter Innenverteidiger. Also, wie gesagt, die Rückrunde der letzten Saison hat uns was anderes gezeigt. Und
Ja, ich war zufrieden, weil ich fand die Energie okay. Wir haben sehr viele Pässe gespielt. Das heißt, wir haben auch eine höhere Spielgeschwindigkeit gehabt. Wir hatten viel Ballbesitz, aber wir haben eine viel höhere Anzahl an Pässen als normal. Das heißt, wir haben schneller gespielt. Also laut Statistik nicht. Also laut Statistik hatten wir, was waren es, 648 oder was? Die haben wir, über 600 haben wir eigentlich in jedem Spiel. Also, dass wir viel mehr Pässe gespielt haben, sehe ich jetzt nicht. Vielleicht in dem Bereich des Feldes, meint er. Ja, dann das kann sehr gut sein. Und ja, wir waren ein bisschen zackiger unterwegs im Passspiel. Ja, das muss man auch mal positiv sagen. Und nochmal gerade so die ersten 15, 20 Minuten in beiden Halbzeiten war das echt ordentlich. Ja. Bisschen die Ordnung verändert. Aber nochmal, das ist aber auch zu wenig. Ja, gerade in einem Heimspiel, Alter. Dass du pro Halbzeit irgendwie 15 bis 20 Minuten einigermaßen guten Fußball spielst. Ja. Verändert, um mehr den Fokus auf den Umschaltmoment, aufs Gegenpressing und damit auf die Konterverhinderung zu richten. Da waren wir heute sehr seriös und sehr. Aber Union wollte doch auch gar nicht kontern. Ja, wir haben gerade die erste halbe Stunde die Bälle echt gut zu schnell zurückerobert. Aber man hat doch gesehen, Union wollte gar nicht kontern. Union, spätestens nachdem Volland dann raus war, weil der Behrens auch viel zu lahmarschig dafür ist, Union wollte gar nicht kontern. Die hatten gar keine Anspielstation da vorne drin stehen. Also aufmerksam, das wollten wir auch. Und ansonsten fand ich uns ein bisschen freier als zuletzt, ein bisschen flexibler und da stimme ich ihm zu, ja. Ein bisschen kreativer. Ja, ist aber auch alles ein bisschen. Ja, aber da stimme ich ihm zu. Wir haben Luft nach oben, aber es war gegen einen sehr tiefstehenden, kompakten Gegner nicht einfach. Dann hier in der Mitte bitte Florian Plettenberg für Sky. Also wie gesagt, ich fand die Unioner jetzt auch nicht in der Defensive so stark. Ja, also auf jeden Fall nicht so stark wie Hoffenheim oder Bremen es war. Das muss man mal ganz klar sagen. Also da wäre heute viel, viel, viel mehr möglich gewesen. Danke. Herr Tuchel, Glückwunsch zum Sieg. Sie sprachen eben über Upamecano. Können Sie einschätzen, wie lange er ausfallen wird? Und heute entschied sich ja, dass Trippier nicht verpflichtet wird. Braucht es unbedingt noch? Ja, da vielleicht auch mal ein paar Worte zu. Vollkommen richtig, Alter. Sorry, du kannst keinen 33-Jährigen für 16 oder ich glaube, wir haben schon 16 Millionen geboten, was schon ein Witz ist, Alter. Nee. Ja, ist ja 30, alles gut, gehe ich mit, aber doch nicht 33-Jährigen, Alter. Also irgendwo muss auch mal ein Ende sein, ja. Und nochmal, dass wir nur den Fokus auf die englische Liga und Paris Saint-Germain legen. Ein Neuzugang aufgrund auch der Verletzung von Upamecano. Und wie haben Sie die Leistung von Eric Dier empfunden? Danke. Gut, Eric habe ich so empfunden, wie ich es auch erwartet hätte. Das war so ein bisschen jetzt der Sprung ins kalte Wasser, weil Eric jetzt Eric hat es gut gemacht. Ein halbes Jahr nicht so viel Fußball gespielt hat, aber ansonsten merkt sofort, man spürt seine Präsenz, sein Selbstvertrauen, seine Erfahrung, dass er das kann. Natürlich ist war das für ihn auch überraschend, um plötzlich in der Halbzeit zu spielen und das ist auch ganz normal, dass man ihm das noch anmerkt. Da fehlt ein bisschen Rhythmus, ein bisschen Timing in manchen Zweikampfsituationen. Ja, aber das war zwei, da sah er schlecht aus. Ansonsten war es ganz souverän. Ja, wenn man dann noch die Umstände bedenkt, aber das ist ja auch, was ich gesagt habe. Alter, wenn du so einen Mann holst, der weiß halt auch, was er macht. Ja, Punkt. Ansonsten war das sehr gut und hat sich jetzt schon bezahlt gemacht, denn wir haben jetzt bereits wieder mit ausgerechnet auf den Positionen. Es ist ein bisschen wie verhext. Es ist Minjay weg, es ist jetzt Upa verletzt. Ja, stellst halt den Kingsley auf als rechten Verteidiger hin und alles ist doch gut. Dann kommt wenigstens der Thelma zum Einsatz. Oder nicht, dass er den Serge jetzt auf einmal schon aus dem Hut zaubert, dass der wieder irgendwo rumrennt, das weiß ich gar nicht. Ja, Faserriss habe ich jetzt nicht gefragt, wie lange, aber Faserverletzung am Oberschenkel. Werden wir wahrscheinlich von Wochen sprechen und nicht von Tagen. Ja. 2 bis 4 Wochen. Ja. Habe ich alles beantwortet oder was war noch?
Ach so, noch ein Innenverteidiger? Nee, also ich erwarte Min-Jae dann irgendwann demnächst auch in 2 Wochen zurück spätestens und hoffentlich unverletzt und fit. Dann sollten wir da eigentlich durchkommen. Was jetzt aktuell ein bisschen mehr Sorgen macht, ist die Situation um Conny. Und müssen wir sehen. Aber wir sind dran. Es ist klar, was wir machen wollen, was wir auch nicht machen. Und wir werden auf keinen Fall in Panik geraten. Auch Verletzungen gehören in der Saison dazu. Wir sind nicht vom Glück verfolgt. Das sind fast immer die gleichen Positionen. Und trotzdem werden wir unsere Strategie jetzt nicht wegen Muskelverletzungen über den Haufen werfen. Dann hier vorne nochmal, ja. Matthias Koch aus Berlin. Herr Bielitzer, 2 Fragen bitte. Einmal, warum haben Sie sich entschieden, Chris Bedia so spät zu bringen? Und die zweite Frage ist, was könnte Ihre Sperre bewirken für die Mannschaft? Was bedeutet das? Mit welcher Sperre rechnen Sie? Also weiß ich nicht. Also werde ganz normal mit Mannschaft arbeiten, eine ganze Woche bis zum Spiel und dann wahrscheinlich beim Spiel nicht dabei sein. Aber wie lange wird das dauern, das kann ich nicht einschätzen. Locker 3-4 Spiele. Locker. Ja, wird ein Exempel statuiert, Alter. Als Trainer hast du dich einfach nicht so zu verhalten. Junge, was ist denn los mit dir, ey? Bei dir... Ich meine, als Spieler ist das ja schon schlimm genug, wenn du dich so verhältst, ne? Aus Emotionen heraus. Aber als Trainer und dann vor allen Dingen noch nicht mal jetzt die Eier zu haben und dann mal klar zu sagen, jo, war absolut meine Kappe, tut mir leid. Das jetzt so darzustellen, ja, ich wollte den Ball nur holen und ihm geben und dann hat der Sané mich geschubst. Alter. Sei doch mal ein guter Kerl und steh mal dazu, Junge. Versucht das nicht noch schön zu reden. Ich habe mich entschieden, für Behrens beim Verletzung von Volland Behrens zu bringen. Arbeitet besser mit Körper. Bedia ist 3 Tage bei uns und muss sich erst auf Bundesliga-Niveau anpassen. Und das war einfach aus Bauchgefühl Entscheidung. Und die letzte Frage, die Bild-Zeitung nochmal, Heiko Niederer. Es gab kurz vor der roten Karte noch eine Szene im Strafraum, wo viele dachten, es hätte ein Elfmeter sein können zwischen Conny Leimer und Behrens. Wie haben Sie die Szene gesehen? Haben Sie die schon im Fernsehen gesehen? Viele wunderten sich, dass der Schiri dann nicht sich das nochmal angeguckt hat. Was soll er sich da angucken, wenn der Fahrer ihm übers Ohr sagt, war kein Elfer, Alter? Wie haben Sie das beurteilt? Wem fragen Sie? An mich? Aha. Also solche Elfmeter habe ich schon erlebt. Aber Schiedsrichter hat so entschieden oder war Schiedsrichter hat so gesehen, dass das kein Elfmeter ist, müssen wir respektieren. Aber solche gegebene habe ich schon mehrere gesehen. Leute, tut mir auch leid an alle Unioner. Super unsympathisch der Typ, sage ich euch, wie es ist. Nicht, weil er jetzt ein Elfer gegen uns war, ich weiß nicht. Nee, kommt mir. So hätte man gesagt, ein falscher 50er, Alter. Kontakt ist ganz klar, der geht schießen, der trifft Leimer, der hinter ihm ist. Ob das jetzt faul ist oder nicht. Ja, was denn jetzt? Kontakt gibt es schon. Was hat er jetzt gerade gesagt? Er hat schon viele Elfmeter so gesehen. Ja, wenn der Unioner den Bayern-Spieler trifft, Leute, wollen wir dann von Elfmeter reden, oder was? Dann ist es demnächst so, dass wir alle in den Elfmeter im Strafraum reinrennen und den Gegenspieler vors Bein treten und wir kriegen Elfer, oder was? Was ist das denn für eine Logik? Alter? Aber solche Elfmeter habe ich schon gesehen. Ja, hast du schon gesehen, oder? Oh, bist du also auf jeden Fall eine Schrecksekunde. Ich glaube, dass ich habe es im Fernsehen nicht gesehen, nur live. Meine Interpretation ist jetzt, dass wir auf jeden Fall Glück hatten in dieser Situation. Ich glaube, dass es nicht genug war, um die Live-Entscheidung vom Schiedsrichter als krasse Fehlentscheidung zu überstimmen. Das ist jetzt das, was ich drüber denke. Ich glaube, wenn er es live auf Elfmeter entschieden hätte und den Kontakt als faul gewertet hätte, den es gab, dann, dann hätte der Fahrer gesagt, das ist kein wäre es wahrscheinlich auch genug gewesen, auch nicht überstimmt zu werden. So, deshalb klar, ist das in dem Fall für uns gut. Wir hätten ansonsten eventuell bitter bestraft werden können für das, was wir nicht nachlegen konnten. Aber ich dachte, wir haben so ein gutes Spiel gemacht. Das ist die Einschätzung zur Situation. Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Dann doch eine letzte Frage, Sebastian Fischer für die Süddeutsche. Dann sind wir durch. Ja, an Herrn Tuchel, sehen Sie
Rafael Guerreiro nach der Leistung jetzt eigentlich eher langfristig auch als Linksverteidiger? Oder? Grundsätzlich haben wir ihn als Linksverteidiger verpflichtet. Er hatte dann sein erstes Spiel von Anfang an gemacht, glaube ich, gegen Stuttgart, sehr spät in der Saison, weil er von Verletzungen geplagt war. Seit der Vorbereitung immer wieder. Das sagt dann eigentlich alles, wie lange wir auf ihn verzichten mussten. Dann hat er, glaube ich, gegen Stuttgart sein erstes Saisonspiel von Beginn an gemacht und sofort auf der Doppelsechs. Ist also aus meiner Sicht kein Doppelsechser. Damit Alex Pavlovic sehr, sehr gut gespielt und dann in Wolfsburg auch nochmal. Und hat dann so gut trainiert, dass wir ihn da erstmal dann auch in den letzten beiden Heimspielen gelassen haben, weil er auch gegen Basel im Vorbereitungsspiel da gut war. Aber grundsätzlich ist er ein Linksverteidiger, das ist seine angestammte Position. Er kann mit Sicherheit auch Achter spielen, im 4-3-3 oder im 4-1-4-1 auf der Achter-Zehner-Position. Das ist normalerweise, das entspricht seiner Erfahrung und da hat er die meiste Spielerfahrung und da sollte er, wenn alle gesund sind, normalerweise auch in die Konkurrenz mit Fonsi gehen. Und ja. Alter, der legt sich das so zurecht, wie er es gerade braucht, Alter. Das ist unglaublich. Der erzählt dir alle 2 Wochen irgendeinen anderen Mist, der Tuchel, Alter. Im Normalfall, ich meine, haben wir oft genug gesagt, wir haben uns jetzt daran gewöhnt, dass Conny die ganze Zeit Rechtsverteidiger spielt, aber eigentlich hätten wir Conny noch in der Konkurrenz im Mittelfeld, dann wäre das noch ein Grund mehr für Rafa eigentlich, um seinen Posten in der Viererkette links zu kämpfen. Hat das gut gemacht heute, hat sie mit dem Tor belohnt und freue ich mich sehr für ihn. Ich hoffe, dass er gesund bleibt. Dann vielen Dank, allen einen guten Nacht. Ja, gut, war nicht anders zu erwarten, was wir da gehört haben von unserem Head Coach. Ja. Naja. Ich bleib dabei, nicht Fisch, nicht Fleisch. Von daher, was Veganes. Was gut so ist. Das Vegane, nicht das Spiel. Aber gut, es ist ein Minischritt nach vorne. Ja, wir haben das Glück gehabt, dass der Gegner nicht wirklich stark war. Und wir schauen jetzt einfach mal von Spiel zu Spiel. Jetzt geht's nach Augsburg. Rot-weiße Grüße gehen raus. Tschüssi.